Hallo und herzlich willkommen da zurück bei mir auf meinem Kanal. Wir haben jetzt gerade einen Brief gelesen, den wir nicht gelesen haben, und los geht's. Wir sind da in Kyrat, wunderschönes Plätzchen auf Erde, und wir haben eine Mission. Ich bin ja daran vorbeigefahren. Nein, ich bin ja gestorben, ich Idiot. Genau, ich bin ja gestorben in der letzten Folge und dann sind wir da gelandet auf einmal und ich würde sagen, ab da geht es weiter. Wir wollen zum Lager vom Goldenen Pfad. Ihr hört Radio Railroad und Sender Feier. Unnatürliches Zwangsarbeit, Polizeigewalt, Bürgerkrieg. Das sind keine guten Zeiten, meine grafischen Brüder und Schwestern. Aber wer ist verantwortlich für unsere Beziehungen? Sagen wir es ganz offen. Über die Elefanten-Porzellanladen. Pagani, ja. Dein Name klingt wie der einer katanesischen Death-Metal-Band. Pagani, er sieht aus, als hätte er irgendjemandes... Alles klar? Alles klar. So. Gehen wir da mal weiter schauen, was es da so rum hat. Dann kommen wir natürlich jetzt zu dem Panzernashorngebiet. Alle Kämpfer in der näheren Umgebung. Unser Außenposten wird von der Royal Army überrannt und wir brauchen so viel Verstärkung wie möglich. Kommt schnell! Ich bin aus dem Auto rausgekumpelt, habt ihr gesehen? So, Brumberchi, komm! Oh, ich liebe es, mit Elefanten unterwegs zu sein. Geht nichts Besseres, das Beste wie jetzt geht's. Feind lokalisiert! Nein, er schießt das Drecksding! Ein Elefant! Ein Elefant! Ja, ist auch schon drauf. Was zu viel? Positiv ist ja. Nicht gut! Nicht gut! So kommt nicht mal endlich eine richtige Waffe für den Idiot. Hinter mir. So, nochmal ein hier drauf gegangen, aber kein Problem für uns natürlich. Wir sind Masters of Disasters da, ist fast schief gegangen, ich weiß. Oh, macht nichts. So können wir uns nochmal auffüllen. Und dann geht es weiter da. Ich habe nochmal 100 Karma-Punkte für den Scheiß bekommen. Das ist mir doch verarschen, Spiel. Das Spiel macht sich gerade über mich lustig. Sagt so, der ist zweimal fast verreckt und ich gebe nochmal 100 Karma-Punkte. Nein, bist du blöd. Oh, der hat natürlich noch Elefantenhut. Braucht man überhaupt einen? Nein, brauche ich gar keinen Elefantenhut. Sagt er und braucht Elefantenhaut? Keine Ahnung. Ah, mein Auto, das steht glaube ich irgendwo da oben. Könnte ich bitte meinen Wegpunkt wieder haben? Dankeschön. So. Und du ein Säcke da, Junge. Wo ist mein Auto? Das müsste doch da irgendwo rumstehen. Brummbär, wo hast du mein Auto nicht da? Nimm ich halt dich. 400 Meter, das solltest du auch noch schaffen, gell? Ich habe ja keine Ahnung, was mich dort erwartet. Vielleicht ist das gerade gut, dass ich jetzt einen Elefant dabei habe. Ich weiß es nicht. Dort hinter dem Mümmer. Hallo zusammen. Was der Totenkopf dort bedeutet, habe ich auch keine Ahnung. Werde ich mir dann noch gesehen? Da hat es eine Höhle. Anscheinend. Ich höre doch da irgendwo einen Turm. Ist das da dort oben? Ich höre weiss da hin. Schlechte Windverhältnisse sozusagen. Panzernashörner, ihr wisst, was das bedeutet. Ich brauche noch. Und dann da die richtige Waffe für euch. Gerade noch so knapp getroffen.
Jetzt einfach genug Abstand lassen zu dem Viech und dann funktioniert das nämlich auch. Tschu. Solange es uns nicht sieht, macht es uns nichts. Sondern haut für uns ab. Dort sehen wir wieder einen von der Gattung Riesenfisch. Ja, natürlich. Das Scheissviech verarscht mich natürlich mal wieder. Ist ja klar gewesen. Wo ist es jetzt denn? Jetzt ist dort der ganze Wasser unten. Ja, die zwei hinter mir, die ich jetzt mal gekonnt ignorieren. Weil ich wollte das scheiß Nashorn. Lass du mich echt in Ruhe. Woher ist jetzt das Viech gekommen? Jetzt habe ich natürlich mein super Nashorn verloren. Nein, da unten. Der ausgesehen wie ein Nadelküsschen, da ist meine. Ich weiss nicht, ob man etwas mit diesen Schildkröten noch machen kann. Das ist jetzt ein bisschen tricky da, weil ich da unten bin und schlecht kann abhauen kann. Obwohl ich glaube, wenn man ins Wasser reingeht, sollte die einem nicht folgen. Aber ist natürlich auch ein bisschen blöd, weil im Wasser sind die Riesenfische. Ja, das hilft sie. Komm schon, wie viel braucht das scheiß Viech, echt? Geht mir jetzt langsam Nuss. Nimm doch endlich einen richtigen Knarren für den Idiot. Ich bin gerade sprachlos. Gibt wahrscheinlich noch ein 1000 Tode Part 3 oder so. Das macht mich jetzt echt gerade sprachlos. Das scheiß Viech hat keine Ahnung wie viel 100.000 Pfeile in sich hineingesteckt und stirbt trotzdem nicht. Das Nebelparderfell haben wir natürlich auch verloren durch das. Ist schon klar gewesen. Meine, wieso auch nicht? Macht Spaß so. Ja, gerade kurz vor einem Rage-Quit da. So knapp. So, jetzt haben wir den 10 Takedown. Allzeit bereit, haben wir gesagt. Ja, machen wir den. Das Ziel im Auge, Faustwaffen können nun beim Zielen. Ah, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich suche eigentlich etwas anderes. Ich warte auf etwas anderes. Und zwar auf den Takedown von der schweren Infanterie. So, und jetzt ist fertig mit von wegen Panzernashorn da. Die geht mir jetzt echt auf den Sack. Jetzt ist fertig lustig. Jetzt gehen wir einfach unsere Mission fertig machen. Und Schluss ist. Und die Panzernashörner werde ich dann irgendwann mal selber machen, wenn ich dazu komme. Weil das ist ja mühsam. Das ist ja anders mühsam. So. Ich meine, die ganze Region steht so lange, ich mich zurückerinnern kann unter Pagans Kontrolle. Ich habe gehört, dass es dort sogar Gulags für unerwünschte Personen gibt. Was soll das eigentlich heißen? Malta ist ja eigentlich schon richtig. Ja super, natürlich. Was ist denn dort? Ein Panzernashorn ist dort. Hä? Wie hätte es denn anders können sein? Und das ist natürlich genau dort, wo ich muss durchgehen. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, das sagt mir jetzt glaube ich gerade nach. Halt zusammen. Achtung, Panzernashorn.
eine Überraschung. Ein Nashorn. Genial. Da haben wir eine grüne Pflanze, die nehmen wir natürlich mit. Wenn ich du wäre, würde So, ich einen oh, was großen ist das Bogen da? um die Stadt der Schmerzen machen. In der Gegend verschwinden Ah. ständig Leute. Jetzt habe ich gemeint, es ist eine Waffenkiste, anscheinend ja nicht. Ja, was ist denn da was? Jetzt bin ich da raufgekommen wegen nichts, oder was? Da bin ich ja schon mal gewesen, anscheinend. Ach, je. Das ist ja alles plündert. Oh, Nashorn! Ich habe ja gesagt, Achtung Nashorn! Ihr Idioten! Das ist halt, wenn man nicht hören kann. Seht ihr? So, Nashorn, oh, nice. Um einiges einen besseren Jagdplatz als der von vorhin. Jetzt frage ich mich gerade, das Scharfschützengewehr habe ich nicht per Zufall dabei, hä? So. Hey du kleines Nadelküssi. Du hast ein bisschen küssisieren. Ja, das Wort habe ich jetzt zu eben neu erfunden. Bam. Oh, das ist zu gewesen. Nein, das machen wir natürlich nicht. So. Normalfalls hätte ich sie eigentlich angreifen, sobald Schüsse hören. Aber anscheinend das mal nicht. Dann machen wir es halt auf die alte Tour. Wenn wir schön draufhalten und dann funktioniert das nämlich auch. Eieieiei. Sind die echten Nächte-Leben auch so tough? Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich bald keine Munition mehr. So. Hey, ist das jetzt etwas gewesen? Du? Wenigstens haben wir 2 weitere Panzernashorn heute. Du bist doch mein Nadelküssi gewesen, du müsstest eigentlich alle nicht viel haben. Ja. So, das nächste noch. Du müsstest eigentlich auch noch nicht viel haben von mir, genau. Und dann hätte ich noch gerne deine Haut und dann bin ich auch schon wieder zufrieden. Oh, tu nicht so, du Memme. Ja, da sind wir jetzt erst gerade hergekommen. Da gibt es jetzt sehr viel mehr zu sehen anscheinend. Da hat es noch einen Sherpa. Würde ich sagen, gehen wir noch schnell zum Herrn Sherpa. Ja genau, dort ist er. Ah, da geht es noch rauf. Bin ich das letzte Mal da oben gewesen? Ich weiss es nicht mehr. Was ist denn da oben? Auch nicht gerade ein Haufen, he? Ja, ich weiss, ich laufe jetzt wieder weg vom Sherpa, aber ich wollte wissen, was da oben ist. Guten Tag. Hallo. Namaste. Namaste. Da wimmelt es von Panzernashörner. So, Herr Sherpa. Geht es dir? Ja, gut und dir? So, ich hätte gerne Munition.
dann hätte ich gern Zeug verkauft. Nein, das ist also noch. Gut. Dann können wir nämlich hier etwas herstellen wieder. Und zwar Sprengstofftaschen. Und den Geldbeutel brauchen wir. Also wir brauchen noch 3 Nashörner. Dank. Bitte beehre mich bald wieder. Ja. Gut. Dann können wir ja langsam, aber sicher, machen wir eine Schnellreise das mal. Es geht ein bisschen besser, ein bisschen schneller. Was wollen wir machen? Wir könnten eigentlich da... Nein, das Kloster, das kennen wir ja schon. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Genau, da sind wir ja schon. Jetzt müssen wir mal schauen, was für eine Tageszeit das wir haben. Es wird Nacht. Dann würde ich sagen, pennen wir mal eins. Und zwar bis am... Dann akzeptieren und dann schlafen wir mal. Ist es gerade morgen geworden? Keine Ahnung. Hauptsache wir sind wieder ausgeruht. Hallo zusammen. Ich hätte gerne ein Auto. Ist natürlich kein Sommer jetzt. Wieso kommt da jetzt plötzlich so komische Musik? Habe ich nicht so gern. Also wie weit geht es jetzt bis zu meinem Wegpunkt? Mein Wegpunkt 600 Meter. Ja, jetzt ist die Frage. Ja, das ist mühsam. Säckeln wir mal, jetzt würde ich aber gerne da... Wie kann man das machen? Das ist wahrscheinlich mit M, Sammlung, Taktik. Sammlung, Fortschritt, Herstellung, Fähigkeiten. Das Ziel im Auge könnte man noch machen. Oder wie wäre es? Gerätespezialisten können wir wenigstens unsere Autos reparieren. So, ich brauche ein Auto, ich habe eins. Leute, ihr habt den Sender Freiheit. Überraschung. Ich bin Rabbi Ray Runner. Eigentlich möchte ich mal mitreden. Kultlose Freiheitskämpferin. Ja, die Hunde habe ich jetzt gerade verpasst, leider. So, jetzt... Was? Doch auf, du Idiot! Jetzt steht er einfach mitten auf der Straße rum, ey. Die spinnt doch einfach da in dieser Umgebung. Eine kleine Anekdote, lieber Anita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, aber man hört... Ich fahre jetzt einfach mitten auf der Straße, oder? Ist ja klar. Meine, wo denn sonst? Ist ja nicht so, dass es eine kilometerbreite Straße ist. Ich habe parkiert und jetzt schauen wir mal, was wir da machen können. Wenn ich immer wieder schön sage, Sun Tzu hat uns mal gelehrt, nütze deine Vorteile. Ja, es tut mir leid, ich habe jetzt gerade anders zu tun da. Y, genau jetzt. Schauen wir mal, was da so los ist. Ich sehe nicht keinen einzigen Gegner, das ist sehr suspekt. Die sind wahrscheinlich alle im Gebäude innen. Ich gehe jetzt mal stark davon aus. Aber ich sehe da auch nicht das Keg oder so. Vielleicht ist das auf einer anderen Seite. Jetzt mal schauen, wie das aussieht da. So. Ist doch zum Kötzeln, ist das.
Ach, gibt's auch noch? Das Problem ist jetzt, dadurch, dass ich mich wehren musste, habt ihr mich jetzt gesehen. Wir kommen von der Straße. Und jetzt kommen die sogar mit Handgranaten, das passt mir ja so ganz und gar nicht. Ich habe nicht mal das Rotpunktvisier drauf gehabt. Ich weiss es gar nicht mehr so recht. So, das dürfte es langsam gewesen sein. Wunderbar. Es ist natürlich absolut in die Hose gegangen da, aber wir haben selber alle gesehen, ich bin absolut unschuldig gewesen. Die scheiß Hunde haben mich angegriffen. Ich meine, was wollte ich denn da noch machen? Ich kann da nichts mehr, ich kann nichts ausrichten, wenn ich angegriffen werde, dann muss ich mich wehren, ist ja klar. Jetzt hätte ich mich dann noch schier rückwärts überfahren, der Kite. Ich habe mir das Ganze so genial überlegt. Wirklich. Ich habe mir so überlegt. Ich tue ja. Ja, so, wie wollte ich denn das? Kann mich jemand hören? Es gab einen Angriff, ich brauche sofort Hilfe! Wie wollte ich das scheiß Poster dort runterreißen? Kann mir das irgendjemand sagen? So draufschiessen nützt nichts, hä? Es gab einen Angriff, ich brauche sofort Hilfe! Interessant. Vielleicht können wir das von da innen irgendwie machen. Ja, ist gut. Tiger, greife an, Zivilisten sind verletzt, wir brauchen Hilfe! Sag Amita Bescheid. Das geht nicht. Ist da jemand? Kann mich jemand hören? Es gab einen Angriff, ich brauche sofort Hilfe! Ich habe keine Ahnung, wie ich das überbringe dort. Was sollen wir bloß mit all dem Heroin machen? Am besten Ja, ja, die hysterische Kuh, die tue ich jetzt mal wie immer gekonnt ignorieren. Das kennt ihr ja langsam von mir. Keine Zeit für so Seich. Verkaufen wir einfach mal alles, was wir verkaufen können. So. Und ja, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Klassiker und bis dann. Tschüssi!